zusammen. Ich habe gerade gesehen, dass 50-50 ist. 50. 17 Uhr und 21 Uhr. Und dann habe ich gefunden, komm, wir machen doch am 8. Ich habe nur noch 9% Akku. Ich war gerade mit den Hunden unterwegs. Wir machen doch einfach ein kurzes Live. Es ist sowieso, BARF ist sowieso ein riesiges Thema. Da könnte man 3, 4, 5, nein, 5 Stunden länger nicht. Ich meine, ich mache eine Ausbildung, die geht ein Jahr. Und selbst dann langt es dann nachher, um zu beraten. Aber das ist eine ongoing Story. Das ist etwas, wo du nonstop dazu lernst, meiner Meinung nach. Beziehungsweise ich habe halt auch den Anspruch, dass man immer dazu lernt, im Sinne von sich stetig weiterbilden darf. Und gerade im medizinischen Bereich und Ernährungswissenschaft gehört zu einem grossen Teil auch dort drin, gibt es immer wieder spannende Studien, wo gewisse Sachen, die mir Alternativmediziner schon lange erzählen, bestätigen. Und gewisse Sachen, wo man dann versteht, warum und wieso muss man vielleicht auch gewisse Sachen umdenken. Ja, eine Frage habe ich spannend gefunden, die ich denke, die wollte ich heute sicher durchnehmen oder anschauen mit meinen 9% Akku. Wir sind bei 8%. Kann man Welpen bereits barfen? Und da ich selber auch züchte und selber auch Züchter betreue, Hundezüchter und Katzenzüchter, kann ich lange Rede, kurzer Sinn. Ja, natürlich kann man Welpen auch schon barfen. Also einerseits kann man das auf der natürlichen Schiene anschauen. In der Wildnis essen Wölfe oder Hunde auch nicht, oder Dingos, die näher von verhaltenstechnisch bei den Wölfen sind, bei den Hunden sind, als Wölfe, auch Verdauungstrakt technisch, ist der Hund ein bisschen angepasster wie der Wolf. Und gleich ist es so, dass die natürlich auch nicht Fertigfutter haben in der Wildnis. Die kriegen auch einfach Fleisch, das die Mami zerkleinert. Also das heisst, die Mutterhündin geht, ihr fressen und einen Teil gibt sie nachher den Welpen, verkleinert sie nachher den Welpen. Aber das geht nicht Stunden, sondern sie frisst das und das wird postwendend den Welpen geben. Das heisst, da hat es auch nicht wirklich irgendwelche Verdauungsenzyme schon dran, die schon hätten wirken können, sondern da ist einfach das, was gerade reinkommt, wird verkleinert. Natürlich ist, weil die Verdauung beim Hund und bei der Katze bereits anfängt bei der Jagd, also in dem Moment, wo der Reiz vom Futter, von der Beute kommt, beginnen die Verdauungssäfte an zu brodeln. Nicht so wie bei uns, die nonstop zum Essen bereit sind. Das heisst, gewisse Verdauungssäfte, wobei das vor allem Salzsäure ist dann natürlich schon da. Das langt aber nicht. Wenn das gerade ankommt, im Magen landet, dann tätscht das quasi in der Flüssigkeit auf und dann wirkt das Mami ja schon wieder raus. Da haben wir also zu wenig Vorverdauungssäfte, als dass das ein Grund wäre, dass man kann sagen, hey, wir brauchen Welpenfutter, Industriewelpenfutter, weil sonst kann der Welp das ja noch nicht aufnehmen. Also das ist tatsächlich Nonsens. Der andere Grund, der oft gesagt wird, oder wo man kann sagen, das macht Welpenfutter Sinn, ist die Konzentration. Und zwar für die Mutterhündin. Weil das Mami, die Milch gibt, braucht natürlich extrem viel Energie. Und meistens gibt man dann der Mutter das Welpenfutter, damit man ihr nicht so viel mehr Futter geben muss, weil das Welpenfutter ist wie ein Konzentrat. Das heisst, der Unterschied zwischen adultem Futter und Welpenfutter ist, dass man vom Welpenfutter viel weniger braucht, weil er eigentlich wie Sirup hat, der unverdünnt ist. Und das adulte Futter ist dann Sirup, wo schon Wasser drin ist. Schweifen wir jetzt nochmal zu der Einfachheit zurück. Wir sind bei der Aufzucht, die Welpen werden angefüttert, dann kriegen sie noch Milch. Das heisst, wir Züchter füttern nicht an, um die Hunde zu ernähren. Vorausgesetzt, unsere Hündinnen und unsere Kätzinnen können wirklich, sorry, dass es wackelt, aber ich bin draussen. Genau, wir füttern nicht an zum Ernähren, solange unsere Mütter Tiere stillen und wir sie können stillen und sie genug Milch haben und genug gesund sind und genug Ressourcen haben, um wirklich stillen, bis die Kleinen abgibst. Oder sicher bis zu, also ich würde sagen, mindestens 6 Wochen, 8 Wochen wären toll, 10 Wochen wären noch toller. Ja, bei den Katzen wären 12 Wochen toll.
Auf jeden Fall, solange die Milch bekommen von Mami, haben sie die Nährstoffe von Mami. Das heisst, wir Züchter können uns rein darauf konzentrieren, dass wir einfach den Metabolismus daran gewöhnen, dass auch Fleisch kommen kann. Deswegen kann man dort schon anfangen und sagen, ja, es ist möglich, von Anfang an zu barfen. Weil der Kleinen gibst du sowieso keine Zusätze, das gibst du in Mami. Und zwar einfach, das wissen den Züchter selber oder die wissen auch, wo sie können Hilfe holen können, dass sie wissen, wie sie das richtig machen können. Jetzt, wenn ihr selber nicht züchtet oder euch einen Hund zutun, ich schaue wieder, wie viel Akku ich habe, wir sind bei 6%, und ihr wollt den Hund gerade umstellen auf Barf. Also ihr seid vielleicht bei einem Züchter, der schon barft hat, dann kriegt ihr normalerweise den Barfplan mit, könnt einfach weitermachen. Der weiss auch, was er euch sagen muss, auf was ihr achten müsst. Also ja, ist möglich. Wenn ihr vom Industriefutter kommt, also wenn ihr vom Trockenfutter oder von Nassfutter kommt und wirklich rein, dann kommt es darauf an, was für Nassfutter und was für Trockenfutter ist es. Eben so Industriefutter, das heisst, der Fleischanteil ist sehr niedrig, der Getreideanteil ist wahrscheinlich sehr hoch, weil das meiste Protein aus dem Getreide stammt bei diesen Futter. Dann braucht es eine Umstellungsphase. Und ich kann euch aber auch hier sagen, Erfahrungswert und rein auch als Tierheilpraktiker, es ist gesünder, umso schneller ihr den Welp auf artgerecht umstellt. Es ist weniger gefährlich, irgendwelche Mangelerscheinungen einzugehen, wenn ihr auf Fleisch umstellt, vorausgesetzt der Plan ist ausgewogen. Weil auf einem Trockenfutter oder auf einem Nassfutter draufsteht, es ist alles drin, heisst nicht, dass ihr die Garantie habt, dass das Tier trotzdem alles aus dem Futter ziehen kann. Wir sind bei 5%. Weil in diesen Futter wird es mit einem Alleinfuttermittel werden synthetische Vitamine zugesetzt und auch Mineralien. Wie stark die Bioverfügbarkeit ist sehr, sehr unterschiedlich. Das heisst, es ist unterschiedlich, wie gut euer Tier, euer Welp oder euer Kitten das überhaupt aufnehmen kann. Deswegen habt ihr auch bei Fertigfutter keine Garantie, dass es eine ausgewogene Mahlzeit ist. Das ist alles auf Mangel von Akku, kurz gehalten, Wunschdenken. Das ist die Industrie, die sich dort auch absichern will, dass wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, das Futter hat zu wenig gehabt und ihr habt gesagt, es ist ein Alleinfuttermittel, jetzt zeige ich euch an, weil mein Tier hat jetzt Mängel. Das ist nur, dass die dann sagen können, sorry, wir haben gemacht, was wir können machen. Wir haben die Vitaminisierungen, die Vormischungen rein und deswegen verhebt es, wir sind fein raus. Wie verfügbar das ist, können wir ja nicht dafür. Wir nehmen das, was auf dem Markt ist. Das ist eigentlich die Sache dort hinten dran. Also jetzt wirklich ganz grob, ganz vereinfacht. He? Natürlich gibt es dort je nach Futtermittel auch wieder Nuancen. Natürlich gibt es auch Firmen, die ganz bewusst ohne Vitamine und ohne Zusätze arbeiten. Alles wieder ein anderes Thema. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ihr könnt Welpen barfen. Ja, es braucht natürlich ein bisschen Grundwissen. Ja, es gibt genug Fachpersonen, die euch so einen Plan anstellen können, damit ihr auch wisst, was muss ich für was geben, dass es ausgewogen ist für euch ein Tier speziell. Jetzt die zuschauen, ist gerade irgendeine Frage da, wie sonst würde ich sagen, beende ich lieber, bevor das dann einfach abbricht. Hey, gut, in dem Fall. Tschüss zusammen.